Hallo. Wenn man gern Pinsel bauen würde oder schon macht und immer noch ein wenig Schwierigkeiten hat oder manche Sachen nicht ganz klar sind, hilft manchmal so eine Testform. Ähm, Ich gehe mal in die Galerie und man kann eigentlich für so einen Pinsel einfach mal so eine quadratische Vorlage nehmen und die markieren. Links, rechts, oben, unten, ein Dreieck. Und das kann man jetzt als die Leinwand kann man kopieren und ich lösche die mal schnell, die habe ich gerade erst gemacht. Und dann kann man einen Pinsel erstellen. In die Form kann man dann diese Form hier einfügen und das bestätigen. Und dann kann man im Pfad einfach mal da einen Abstand einstellen, dass man da irgendwas sieht. Und im Zeichenblock kann man die Vorschaugröße ein wenig größer machen, dass man die Orientierung sieht, wie der Strich ist. Im Apple Pencil kann ich die Deckkraft da wieder vom Druck runternehmen und dann sehe ich jetzt, wenn ich mit meinem Strich mal, ähm, wo der, wo der landet und wie die Formen so funktionieren. Und in dieser Form, da kann man jetzt dann die Sachen probieren, wie diesem Strich folgen, wo er, wo er landet. Und dann sieht man jetzt, wenn man da seine Kurven malt oder sowas, wie er da reagiert. Und da sieht man schon, in den Ecken biegt sich der bei dem Abstand nicht sauber rum. Ne? Deswegen ist das immer schwierig, keine runden Formen um die Ecken rumzubringen. Und man kann natürlich dann ähm, hier etwas testen mit dieser Streuung. Also ich sag mal, diese Anzahl hier, wenn man aufdreht, passiert ja gar nichts. Und auch den Jitter, wenn man aufdreht, passiert nichts. Also jedenfalls nicht die Welt. So, und passieren tut erst was, wenn man eine Streuung einbaut. Sagen wir mal, man würde hier Streuung einbauen und dann die Anzahl erhöhen. Dann passiert erst was. Und das wird erst richtig klar, wenn man so einen Testpinsel hat. Weil wenn man das mit irgendeiner Form macht, die was relativ unübersichtlich ist, dann sieht man gar nicht, wie viele Änderungen das da stattfinden. Ja. Nun denn. Man könnte auch einen Pinsel noch machen mit mehreren Grautönen irgendwie in die 4 Quadranten, dass man sieht, wie das Farbverhalten ist oder sowas. Ja, kann man sich selber ein wenig austoben. Aber alleine das da hilft schon. Und wichtig ist auch immer wenn man es am iPad macht, dass man in diesen Eigenschaften immer das am Display dementsprechend, man kann ja das iPad drehen und der Pinsel, wenn der nicht stimmt, dann liegt es meistens am Display ausrichten, dass das nicht stimmt, oder man muss diese Form praktisch drehen, weil der Pinsel wird normalerweise im Porträtmodus gemacht. Also normalerweise müsste man wahrscheinlich jetzt wieder diese Form hier drehen, dass die in einem anderen im Porträtmodus funktioniert. Das sieht man dann aber alles mit dem Testpinsel. Alles klar. Das war's schon. Tschüss dabei.